Die Arbeit auf der Landwirtschaft, die war jetzt für mich nie eine Belastung. Hat sich nie so angefühlt, wie wenn wir nicht mehr zusammenkamen oder wie wenn wir zu viel arbeiten taten. Aber am Ende, wenn die Arbeit gemacht worden ist und wenn es gut gegangen ist, dann hat man eine extreme Genugtuung. Bio hat die Entscheidung hat mein Vater getroffen, die waren da relativ am Anfang schon dabei. Wir arbeiten mit dem, was wir haben, auf unserem Hof und wir sind auch überzeugt von dem und wir sind auch wenn wir selber Lebensmittel kaufen oder irgendwas, ist mir das schon wichtig, dass das biologische Herkunft ist. Durch den Hofladen sind sehr viele Leute aufgekommen und haben gesagt, Wahnsinn, also das ist wirklich einzigartig, wenn man das Panorama sich anschaut. Und dann haben wir gesagt, machen wir was draus, gehen wir zu auf einen Bauernhof und investieren wir noch mal was. Und da haben wir dann letztes Jahr die 2 Ferienwohnungen errichtet. Ja, aber es ist auch teilweise nicht zum Unterschätzen, wie wenig die Leute noch einen Bezug zur Landwirtschaft haben. Auch erwachsene Leute, die eigentlich nicht mehr wissen, wo kommt die Milch her, was ist Heimilch, was ist Wiesenmilch, was ist Rindfleisch, was ist Schweinefleisch, wo wird das gemacht, wie wird das produziert, wie komme ich zu dem, wie ernte ich das, wie entsteht der Wurst. Und das ist schon spannend, wenn man da ein Stück weit sich mit den Gästen unterhält. Da kann man schon einige noch ein bisschen aufklären in diese Richtung. Die Kooperation hat sich so ergeben, also wir sind die 3, die jetzt zusammenarbeiten, das sind alles 3 Milchviehbetriebe. Und das war mir auch schon, also soweit wir zurückdenken können, war das immer das Standbein Nummer 1. Die 2 waren da immer extrem offen, wenn ich von der Schule heimgekommen bin und irgendwas Neues erzählt habe. Und die haben das versucht gleich mal zu umsetzen. Und so haben wir halt auch das eingeführt, dass wir ein Futtertischbier trinken, haben wir das heißen. Da haben wir dann immer ins Bauernbetrieb getroffen und haben dann ein Bier getrunken und halt ein bisschen am Bauernstammtisch. Und irgendwann haben wir dann, ist dann einer mit der Idee gekommen, ja, machen wir was Richtiges, Gemeinsames, arbeiten wir mal, machen wir ein Projekt. Und da war das naheliegendste, ja, 3 Milchbetriebe, versuchen wir unsere Milch zu veredeln. Und dann ist die Idee so entstanden, dass wir das dann so nach und nach in unseren Köpfen weiterentwickelt haben. Das ist gewachsen und siehe da, das Bio aus dem Tal gibt es jetzt seit 2019. Also seit 2019 sind wir in Betrieb und wir haben die Entscheidung noch nicht bereut, dass wir es gemacht haben.